Sowas wie das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Mein peinlichster Dreh, sorry Adi. Ich habe das Video noch nicht geschaut, ich habe nur durchgeskippt. Hanna Tolnik, wir gehen rein, let's go. Und bevor ich die folgenden Aufnahmen gemacht habe, habe ich noch nicht gewusst, wie unangenehm das Digga, wie laut ist die Hintergrundmusik, Digga. Ganze enden wird. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Es ist eine sehr lange Geschichte. Hanna hat nur noch Scheiße gelabert. Das ist so peinlich. Weil du das anscheinend jetzt mit jeder machst. Nee, es war einmal. Es war einmal. Angefangen hat alles eigentlich wie ein normaler Morgen. Heute hat mir die Alexa aufgeweckt mit einer Erinnerung für dich, Heroin. Was? Ja. Und weißt du warum? Why? Weil die jetzt zu Heroes in Heroin fährt. Das ist eine Agentur, so sind die Richtung. Ja, das würde ich auch sagen. Und weißt du, warum ich dorthin fahre? Why? Weil ich Kleidung brauche. Für den roten Teppich. Ja. Bist du auf einer Antidrogen-Skala? Aber was auf dem roten Teppich muss man was Besonderes anziehen wahrscheinlich. Du könntest nackt gehen. Nackt würde ziehen, das würden die Medien schon berichten. Aber wir waren eingeladen in Berlin bei der Premiere von LOL, Last One Laughing, Staffel 3. Und Hanna hat sich so richtig viel Aufwand gemacht mit, oh, ich brauche ein Outfit und so. Und dann kommen wir dort an. Und die Leute sind wirklich ganz normal gedressed, Digga. Wir waren ein bisschen overdressed, glaube ich. Das ist mein erster öffentlicher Auftritt. Mit dem Adi. Krass, was zieht er an? Gar nichts. Na, weißt du, was das Lustige ist? Ich weiß ja gar nicht, ob wir am roten Teppich sind. Echt? Ja, ich weiß nur, dass wir bei einer Filmpremiere sind, aber da gibt es ja sicher Leute, die Ich kommen. gehe wahrscheinlich ganz normal ins Kino. Could be. Ich meine, es gibt einen roten Teppich, aber keiner hat gesagt, dass wir uns da raufstellen. Es gab einen roten Teppich-Chat. Saved. Digga, meine Facecam ist so weit unten, Digga. Ich geh fast aus dem Bild. Was soll denn das? Es ist so peinlich, wenn du nicht auf diesen roten Teppich gehst. Wenn es nicht passiert, dann schmuggeln wir uns rauf. Haben wir schon gemacht. Ja, nochmal. Ich habe ein Statement-Outfit gefunden. Ich gehe als Disco-Kugel. Es war ein sehr langer Weg. Ich gehe als Disco-Kugel. Die Kleidung aussuchen extrem anstrengend, aber ich habe es dann geschafft. Aber bevor es dann mit den Outfits nach Berlin gegangen ist, habe ich noch was erledigen müssen. Ein paar Tage davor waren nämlich der Mike und ich unterwegs und da haben wir jemanden getroffen, der gefragt hat, ob er ein Foto mit uns machen kann. Das war der Nico. Er hat aber nicht nur nach einem Foto gefragt, sondern nach ein bisschen was längerfristigen. Aber wenn ein Foto schon was ziemlich längerfristiges ist, aber das war noch Spur krass, weil er hat einfach nicht nur nach einem Foto gefragt. Der Mike und ich tätowieren die jetzt. Ja. Und du bist damit einverstanden? Ja. Und das war sogar deine Idee. Das stimmt sogar. Das gibt sogar schriftlich. Und die Stelle ist beim Arm wahrscheinlich, was gemeint. Hier. Da. Ich finde die Stelle cool. Digga, ich würde mich nie von irgendjemandem tätowieren lassen. Außer halt einem Tätowierer, Digga. Das ist so funny, so für 2-3 Wochen, aber dann denkst du dir nachher so, Bro, bin ich dumm, Digga, Mann. Und dann schaust du irgendwie die Videos nicht mehr. Imagine, ich hätte mir so zu Dena-Zeiten ein Tattoo von Dena gemacht, Digga. Und dann hätte ich jetzt hier so ein Junge-Tattoo, Digga, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Imagine, der hat mal so eine Frau und dann muss er der Frau erklären, ja, ich habe damals so Hanna Tolnik und Mike Wells geguckt und dann haben mir die das tätowiert. Imagine das. Die mir auch tätowieren. Wenn ich mich tätowieren lassen. Nein. Hilfst du uns ein bisschen beim Motiv, was gut ausschaut? Ich habe eigentlich ein Tutorial aufgebaut, gell? Und zwar zum Prinzip nur die Linien. Okay, vom Malen habe ich gar nicht so Angst. Ja. Was man sich entscheidet. Genau. Weil der hat das ja für sein ganzes Leben. Ich zeichne jetzt das Motiv, was für immer auf ihm drauf sein wird. Und dann tätowiere ihn. Und ich bin so nervös. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so nervös war. It's a piece of cake, it's like a pretty cake. If the way is hazy. Ich war sehr nervös während dem Tätowieren. Hab's gemerkt. Ey, ich war so tief drin, that's what she said. Aber ich finde, das Endergebnis ist cool und dir gefällt's auch, oder? Das ist mega. Sorry. Adi Totoro, warst du auch Mitglied beim Dena TV Beta Forum, Digga? Was ist das Dena TV Beta Forum, Digga? Da sind, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Boomer. Ist von mir und das darunter ist von Mike und das ist das Datum, vom heutigen Datum, also von heute. Tragen dort alle Spielkindkleider oder was? Schaut aus wie SOS Boobs. Und dann war es soweit. Wir waren in Berlin auf der Filmpremiere von der 3. Staffel von LOL. Aber davor waren wir noch in Köln beim Boxkampf von Trimax und auf einer Party. Und beim Nachhauseweg ist was Tragisches passiert. Ich habe im letzten Vlog ja gezeigt, dass meine Kamera auf einmal kaputt war und ich bin die ganze Zeit gefragt, wie ist das passiert? Nachdem ich dann folgende Aufnahmen gesehen habe, war es mir relativ klar. Ich muss jetzt mit dem Handy weiter filmen, weil meine Kamera ist irgendwie kaputt gegangen beim Feiern. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Es ist eine sehr lange Geschichte. Und der Kölner Du. Ja, dieser Hurensohn. Digga! Die hat das Video komplett ins Video reingetan. Ist die dumm, Digga? Das kannst du doch nicht veröffentlichen. Das kannst du nie... Ich schwöre, dieser Clip kannst du nicht veröffentlichen, Chat. Oh nein, meine Cam! Oh nein! Ich hab sie. Deswegen habe ich jetzt ein neues Ich war nicht drunk. Es war Rivella Rot wieder mal, Chat. Objektiv, was sehr nice ist, weil das kann das. Das ist weitwinklig, finde ich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben.
Unsere Outfits. Wieso hat Hannah einfach so komplett random, warte, wo ist es? Wieso hat Hannah einfach so komplett random einen Drink in der Hand, den man gar nicht sieht? Das ist sehr, sehr sass. Unsere Outfits für den roten bzw. blauen Teppich. Das ist das Outfit. Ich bin farbenblind, ich sehe nichts. Was ist das für eine Farbe? Das ist, oh mein Gott, ich habe ein Bier in der Hand. Die Hose ist blau, die Tasche ist... Ey, Digga, es kommt nur so rüber, als würde ich immer nur trinken. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist, Chat. Es ist auch genauso. Es ist die Wahrheit. In diesen Vlogs, da wird ungefiltert helles Vollbier gezeigt. Und das ist wichtig und richtig. Und natürlich auch Arab, meine Allergajutzen. Das ist blau und du bist in einer Stunde auch blau. Das ist funny, weil dann wird es dann blank. Outfit. Aber Chat, sag mal ehrlich, dieses Outfit. Guck mal, das ist doch ein Banger. Diese Tasche mit dieser, wie sagen wir dem, mit diesem Hemd, ein helles Bier und dann noch so irgendwelche Hosen, das ist ein Banger, Digga. Da kannst du sagen, was du willst, das ist ein Banger. Das Wichtigste an meinem Outfit ist ganz klar das Bier. Wir haben es dann auch geschafft, uns auf den blauen Teppich zu schmuggeln und die Filmpremiere war sehr, sehr Wir konnten einfach auf den blauen Teppich rauflaufen. nice. Ich habe sehr viel gelacht. Aber als es dann Zeit Das Bier gehört zum Outfit, ja safe, Digga. Das Bier ist ein essentieller Bestandteil vom Outfit. Das darf man nicht vergessen. zu gehen wurde, habe ich nicht mehr gelacht. Adi, das war auch noch zu viel. Er macht schon gar keinen Stress. Du bist so hoch und dann runter. Ja, okay. Ich gedacht, das ist unser Ding. Nee, ist schon okay. Ist schon okay. Oh ja, jetzt hast du aber einen Titel fürs Video. Adi geht fremd. Bist du sad? Ja. Wieso? Jetzt gibt's Essen. Ja! Bist du sad? Ja. Wieso? Weil du das anscheinend jetzt mit jeder machst. Nee, das Selfie-Sandra übrigens in echt sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr lost, wirklich sehr, sehr lost. Sehr, sehr drunk, aber auch sehr, sehr sympathisch. Es war einmal. Es war einmal. Nichts Besonderes mehr. Nee, okay, ja, ich merk's mir. Das ist die Premiere, es ist unglaublich. Guckt euch mal, wie unglaublich diese Premiere ist. Was? Macht das auch schon nicht bei Leuten. Hey, das wäre eine gute Show für uns eigentlich. Du wärst richtig gut, weil du findest gar nichts lustig. Und ich wäre auch richtig gut, weil ich finde die nicht lustig. Wie kann das passieren? Ich weiß nicht, wie dumm kann man sein. Die haben etwa 30 Blumentöpfe verkehrt aufgehängt. Die muss ja auf den Boden stellen. Irgendwann müsste man nicht Good one, guter Joke. 10 von 10. draufkommen, dass das falsch ist. Irgendwas ist doch ein Meeting, wo die dann sitzen und dann sagen die, yo, Digga, die Blumentöpfe auf dem Boden, nicht an die Decke. Aber irgendwie habe ich es nicht gecheckt. Jetzt immer, schau mal. Die haben richtig verkackt. Die haben alle Oh mein Gott, diese Blumentöpfe sind ja umgekehrt. Töpfe falsch aufgehängt. Wie werden die gegossen? Aber jetzt mal Real Talk. Ich glaube, das sind tatsächlich echte Pflanzen. Das ist das Crazy daran, ne? Das sind, glaube ich, wirklich echte Pflanzen da drin. Das ist Five-Head-Shit. Da musst du schon... Ich weiß nicht, wie man das gießt. Vielleicht mit so einem Wasserstrahlwerfer von unten einfach so rein in die Masse. Ich weiß nicht. Oder vielleicht brauchen die auch gar kein Wasser. Kann auch sein. Aber wie gießen die? Und bevor ich die Folgen Aber ey, wie gießen die? Ich glaube, die waren echt. Aufnahmen gemacht habe, habe ich noch nicht gewusst, wie unangenehm das Ganze enden wird. Ja. Ich habe eine Blume für die gepflückt. Jo, danke. Ist die echt? Ja. Geil. Wir sind in Berlin immer, bei Wisst ihr noch, und da drehen wir. Ey, Chat, ich will euch mal vorwarnen. Das, was jetzt kommt, ich glaube, das kann nur einer Hannah Tulnik aus Wien passieren. Das ist wirklich sowas wie das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Noch nie. Wahrheit oder Shot, wir müssen Fragen beantworten. Und ich habe schon so rausgehört, das wären crazy Fragen. Glaubst du, willst du mehr Shots trinken oder öfter die Wahrheit sagen? Ach so, das sind Shots. Das sind echte Shots. mit der Pistole abgeschossen. Good one. Ja, aber wisst ihr, was crazy ist? Ich hab mir gedacht, dass die Leute bei Wahrheit oder Shot Wasser trinken. Aber die trinken echt Shots. Wirklich. Wir machen nicht so Fake-Shit. Man kriegt doch Auswahl, welchen Shot man trinken will. Die trinken wirklich Shots, ich finde das crazy. Ich glaube auf jeden Fall, ich werde öfter die Wahrheit sagen oder drum herumreden, weil ich kann gut drum herumreden. Spoiler, ich kann nicht gut drum herumreden. Ja, folgt mir gerne auf Insta, da sage ich Bescheid, wenn es dann online ist. Ja, voll. Aber ihr kennt's mir ja. Selbst wenn ein Format so aufgebaut ist, dass man hin und wieder einen Shot trinken muss, versuche ich doch trotzdem meine Grenzen einzuhalten. Aber Hannah hat einfach nur weggebechert die ganze Zeit. Ja, okay, aber das hat ja zum Spiel dazugehört. Immerhin ist mir aufgefallen, dass da 1 oder 2 Shots zu viel dabei waren. So, am Ende des Formats war es schon... Oh, Digga, einfach zweimal Arab-Werbung. PogChamp. Schon... Ich würde sagen, schlimm. Da muss ich dir ehrlich gesagt recht geben, aber das erleben die dort sicher öfter. Ich meine, das Format handelt ja um Shots. Da schmiert sicher öfter mal wer ab.
Er vom Dreh hat auch gesagt, jo, ihr habt viel zu viel reingetan. Habe ich jetzt so auch noch nie erlebt. Ja, Das ist aber gut geschnitten. okay, aber immerhin habe ich mich trotz der Situation unauffällig und professionell verhalten. Hannah hat nur noch Scheiße gelabert. Ich glaube, sie ging irgendwie 7 Mal kotzen. Aber jetzt im Ernst? Ey, ich habe Hannah noch nie so betrunken erlebt wie da. Ich habe noch nie das Problem war, wir haben vor dem Dreh, also wir haben so 4 oder 5 Stunden vor dem Dreh Frühstück gegessen, dann haben wir nichts mehr gegessen und dann haben wir direkt vor dem Dreh einen Red Bull getrunken. Und die Mischung von nichts essen, Red Bull, Whisky, ich weiß nicht, hat Whisky 40%? Kann sein. Es war für Hannah keine gute Mischung. Das wird mir nie mehr passieren, das war so unangenehm, wenn ich daran zurückdenke, dass ich da voll besoffen auf dem Tisch gesessen bin, da Leute hinter der Kamera waren, die alles mitbekommen haben, ist es schon sehr, sehr unangenehm und ich werde daraus lernen und nie mehr Shots trinken und vor allem nicht, wenn gedreht wird. Oder generell kein Alkohol. Wie wär's damit? Also ich war jung und dumm, hab einen Fehler gemacht, aber Gott sei Dank war Adi dabei. Der hat uns nämlich noch ein Hotel gebucht, weil Genau so ist es. das nach Hause fliegen war nicht mehr möglich und weil deswegen Ey, wir haben beide einen Flug gebucht und konnten nicht mehr mit diesem Flug nach Hause fliegen. Haben beide einfach einen Flug gebucht, den wir komplett in den Sand gesetzt haben. Irgendwie so 500 € oder so. Einfach so in den Sand gesetzt. viel lieb vom Adi war, dass er nur mitgegangen ist und geschaut hat, das Hotel gebucht hat, habe ich mir gedacht, so, ich versuche jetzt, mich unauffällig zu verhalten. Er muss mir jetzt nicht drunk sitten, er wird jetzt einfach schlafen gehen und er wird nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Aber Hannah lag so im Hotelzimmer am Boden etwa für 2 Stunden einfach nur so. Hannah hat ein eigenes Zimmer gehabt und ich hatte mein Zimmer und ich ging kurz zu ihr rüber und habe geschaut, ob alles okay ist. Es ist vorbei. Ich habe nie gesagt, dass ich es geschafft habe. Aber der Wille war da. Aber Adi, sie ist positiv. Durch die ganze Situation mussten wir nämlich nur einen Tag extra in Berlin bleiben. Und dann sind wir zum ganz, ganz besonderen Ort. Holy shit, der Kreis unseres Kennens schließt sich gerade. Da haben wir uns kennengelernt. Jetzt, wo wir in Berlin genau da sind, wo wir uns kennengelernt haben, muss ich mal den Song einspielen. Es gehört sich einfach. Ey, dieser Song von Malenchi und Hannah, der ist so scheiße, Digga. Ich habe das ihnen auch gesagt, der ist so scheiße, Digga. In diesem Song stecken keine Emotionen, nichts. Dieser Song ist einfach nur scheiße. Das erste Mal sind wir uns in Berlin. Ich hab mich sofort verliebt. Ich hab mich gar nicht sofort verliebt. Jeden Tag telefonierten wir. Ich war auch sehr motiviert zu diesem Zeitpunkt. Digga, wir mussten einen Tag länger in Berlin bleiben. Ich war ein bisschen down. Bis um 4. Ja. Yeah. Aber damit sich mein neues Objektiv ausgezahlt hat. Geiler Vlog, Hannah Tulnik. Bitte beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr trinken. Kuss, 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 Kuss. My heart just got stuck between these loops. My heart went. My mind got stuck in between these